Der ganze Satz zu Minecraft. Und ja, letztens haben wir gesagt, heute läuft wieder alles normal. Jetzt müssen wir schauen, ob es überhaupt wieder richtig läuft. Ich habe so das Gefühl, Minecraft läuft immer schlechter. Ich weiß nicht warum. Ist ganz komisch irgendwie. Also 25 Frames, Alter. Das kann doch nicht sein. Es ist doch unlogisch, oder nicht? So. Schauen wir mal kurz ein bisschen. Ja, man denkt sie irgendwie so, ja, ich habe jetzt nicht so viel Mods drin, ne? Wenn ich so mache, habe ich halt. Jetzt habe ich nicht mehr mal 100 oder so. Hä? Das ist schon komisch, oder? Okay, ja, aber heute ist der Plan. Lass mal da rauf gehen. Da einen Waypoint machen. Top. Bitte. Mit das. Gott. Ob man da so einen Halbkreis macht, mehr oder weniger. Das heißt, wir müssten einiges an Essen mitnehmen. Und da jetzt mal einmal mal testweise einen anderen eine. Es ist schon echt weird für mich. Vor allem, es macht halt einfach gar keinen Sinn mehr. Es laggt wo es gar nicht laggen kann. Das ist schon ein bisschen komisch. So. Nehmen wir 3 Sticks davon mit. Sie schon wieder aus das legen. Das legt doch safe, oder nicht? Also ganz ehrlich. Jetzt Zeit, dass das so Ding ist. So, jetzt gehen wir mal irgendwie BSL oder so eine. Das ist dann doch noch mal ein bisschen anders. Dass der weniger Leistung eigentlich braucht. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten. Wie man die Dinger kann, ist einfach nicht spaßig mit sehr low FPS zum Spielen. Das macht mir keinen Spaß dann, ne? So nebenbei mal. Ich will jetzt mal schauen, was so außenrum ist. Ich will mal wieder ein bisschen erforschen, ein bisschen sehen, was so die Welt bei uns so zu bieten hat. Weil ganz ehrlich, es muss ja nicht die ganze Zeit bauen, sein. Ich möchte jetzt einmal wieder was, ich möchte einfach mal wieder was sehen von der Welt.
weiß zwar nicht, warum es jetzt so komisch laggy ist. Vielleicht kehrt der PC einfach mal restartet wieder. Das kann natürlich auch sein. Da läuft jetzt schon wieder einige Zeit. Aber ich würde das sehr begrüßen, wenn irgendwann jemand es schafft, entweder einen Mod zu machen oder die was ändern an Minecraft, dass nicht mehr Single-Core-Rendering ist, sondern einfach Multicore-Threading, weil es einfach so dumm ist. Und ich weiß zu 100%, dass das bei irgendeiner OBS Optifine-Version mal gegeben hat, dass Multithreading einstellen kann. Ich denke mir so, warum macht man diese Entwicklung nicht weiter? Das macht den ganzen Ding so viel besser einfach. Man läuft besser. Du kannst dann auch auf nicht so overpowered, super krass tiny CPUs Minecraft gescheit spielen. Das ist eigentlich das, was du möchtest. Dass viele Leute das Spiel spielen können, ohne dass. Oder beziehungsweise so spielen können, dass es nicht so ausschaut. Weil ganz ehrlich, das ist schon ein Unterschied von Tag und Nacht, muss man schon sagen. Es heißt, dass ich dafür 70 Frames auftue. Und das nur weil Minecraft sich denkt so, jo. Oder ist einfach Java? Ist einfach Java das, wo das nicht zulässt, dass das Programm, also die. Weiß nicht, Java ist ein Programm, ne? Ja. Dass das Programm einfach diese Multithreading nicht kann oder nicht zulassen kann, weil wer weiß auch wieso. Oder müsste man dann Minecraft aufsplitten in mehrere Prozesse, weil, soweit ich das ja verstanden habe, ist das ja so, weil Minecraft ein einzelner Prozess ist. Das ist schon komisch. Das ist sehr, sehr komisch. So. Ich bin eigentlich ungern in Sauloi FPS spielen. Warte mal. Ich habe ja schon so viele Sachen. Das habe ich schon verringert. Das gerne einfach mal ausprobieren. Ob das dann besser ist. Ja, ich kann den Grafiktreiber. Das ist schon komisch, oder? Weiß ich nicht, du kannst mir gerne mal ein bisschen. Kannst mir gerne mal eine schreiben. Hä? Jetzt habe ich von mir 80 FPS. Ich will jetzt verarschen. Möchtest du mal sagen, ich habe jetzt einfach mein Ding verdoppelt? Hä? Okay. Gut für mich. Sag ich jetzt mal. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt so ist, aber so. Also, der Grund, warum ich jetzt so einen Zirkel zeigen möchte, eigentlich, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe vor mehreren Folgen schon öfters angekündigt und immer wieder habe ich angekündigt, ich möchte gerne mit der Version aufgehe. Und das ist halt immer so. Ich finde es halt doof, wenn es dann nicht weißt, ab wo ist jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwas geändert worden ist beim Generator, also beim Map Generator oder bei irgendwie Item-Sachen oder irgendwie Biom ist es neu dazu gekommen.
Dann weißt du halt nicht irgendwann so, ah ja, wo ist jetzt eigentlich dies und dies? Weißt du halt nicht. Weil woher sollst du denn das wissen? Und deswegen habe ich mir gedacht, so, jo, dann macht man halt einfach mal einen händisch zeichneten Zirkel. Wir haben ja Gott sei Dank auch Karten, die wir dafür benutzen können. Und das war's halt dann auch, dann müssen wir halt auch mal wieder raus und wir kommen auch endlich mal wieder raus aus dem Ganzen. Wir können uns ja endlich mal wieder umschauen, was es so gibt bei uns. Dass man einfach. Aber ich sehe so, so schaut unsere Welt eigentlich aus. Und oh, da gibt es das. Oh ja, cool. Oh, das war auch noch cool. So, dass man halt einfach wieder mehr Inspiration hat von diesem ewigen Bauen und so. Das ist zwar mega geil, so. Und ich möchte ja unbedingt nur diesen Untergrundtunnel und so bauen für unser Schienensystem und an sich Schienen legen, auch zum Spawnhaus und so. Aber das muss halt erstmal alles nach und nach gemacht werden, dass das auch läuft. Und ich möchte da eigentlich mehr ja auch gerne mal wieder irgendwie irgendwas moddet oder so, also richtig hart moddet spielen oder hinzufügen irgendwie. Aber das war halt auch das Problem mit, oh, ich habe so wenig FPS, warum ist das so? Das ist halt dann immer so, aber ich kann jetzt die Chance nehmen und eventuell dann einfach Mods dann auch updaten, schauen, ob es eine neue Version gibt, ob es irgendwie was geändert hat bei den Einstellungen oder vielleicht gibt es irgendwie was besser geworden ist durch neue Version. Wer weiß das schon. Manchmal schafft man es ja dann einfach irgendwie bis zum Verbessern, nur wenn man irgendwas ändert in der Mod selber. Dass es besser läuft oder flüssiger läuft. Und ja. Ja, das ist der Grund, warum halt alles ein bisschen später kommt. Ich tatsächlich gerne anders sagen, aber ich bin momentan einfach. Oft sitze ich dann da und dann bin ich so unmotiviert in dem Moment. Ich kennt es bestimmt, wenn es irgendwie von der Arbeit heimkommst oder ich sag jetzt einfach mal so, wenn du von der Arbeit heimkommst und dann denkst du so, oh ja, jetzt muss ich eigentlich nur, bist dann irgendwann nicht mehr an dem Punkt so, ja, ich möchte jetzt gern, sondern bist ja dann irgendwann an dem Punkt so, ja, ich muss jetzt ja eigentlich nur aufnehmen, weil ich habe promised, dass ich mehr oder weniger jeden Tag dies und das bringe und mache und ich habe eigentlich Bock drauf, aber du sitzt dann da und dann isst. Dann schaust du nur was an, dann schaust du nur was an, 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 dann schaust du nur was an und dann schaust du nur was an. Dann kommt langsam dieses Problem zum Drang, dass einfach du keine Zeit mehr hast zum Aufnehmen oder so, weil du eigentlich also schlafen musst für den nächsten Tag, für die Arbeit. Und das ist jetzt natürlich dann ein bisschen blöd. Okay, dann da müssen wir. Wir haben auch kein Bett mitgenommen. Oh, Jesus. Wir haben kein Bett mitgenommen. Das ist ja wieder dumm gelaufen jetzt. Da war ich wieder richtig intelligent. Okay, dann müssen wir hoffen, dass da irgendwo Schafe sind. Normalerweise sind da nämlich Koi unterwegs. Da bin ich wieder richtig intelligent gewesen. Weiß nicht, vielleicht sollten wir uns auch noch irgendwie Schlafsack-Mod oder so suchen. Das haben wir ja bei Dytek hat es ergeben. Apropos Dytek-Update. Das Projekt ist ja jetzt leider vorbei und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, alles fertig zu bauen. Werde ich aber noch Update geben. Ich habe mir 2 runtergeladen. Die gibt es ja bei uns zum Download. Und das heißt, oder bei der Discord halt von Dytek, da ein Schafe. Das heißt, so weit dann, wir müssen dann erstmal schauen, wie läuft's allgemein. Und funktioniert das so, wie man sich das denken. Und dann zeige ich euch mal, was ist passiert, was war nur der Plan gewesen. Und eventuell starten wir dann dieses Wochenende jetzt. Heute ist ja Samstag. Naja, heute ist Samstag, ja. Dann starten wir heute vielleicht sogar noch einen Stream. Schauen wir einfach mal rein. Und
Dann können wir das Ganze auch schon richtig entspannt angehen alles. Tschüssi. So. Jetzt fragen wir, was haben wir Holz dabei? Oder ist er versunkener? Oder ertrunkener? Wir haben bloß noch 2 Holzbricks. Das ist natürlich auch wieder top halt. Jetzt funktioniert es wieder richtig gut. Okay. Weiß nicht, vielleicht war noch so zur Map dazu irgendwie eine Art Sonnenaufgang oder so. So Uhrzeitanzeige. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also könnte man bestimmt wahrscheinlich programmieren. Wie man Mods programmieren kann. Okay, er da auf dem Weg war auch neu gewesen. Es kann sein, dass es ein bisschen laggy jetzt ist, weil es neue Biome lot oder neue Chunks laden muss. Ich werde jetzt einfach mal da mal ganz kurz einen Baum ernten. Nochmal kurz weiter. Mal kurz weiter und dann suchen wir uns einen Platz, Entschuldigung. Suchen wir uns einen Platz, wo wir kurz schlafen können. Da schaut es ganz gut aus, gell? Okay. So, und schon mal ein neues Reisebett. Ich glaube, wir haben am Anfang sogar den anderen Backpack, den Sophisticated, mal drin gehabt. Aber der war so komisch zum Bauen und irgendwie habe ich es so weird gefunden, dass man so ultra viel mitnehmen kann. Das finde ich immer noch nicht gut. Weil ich möchte ja nicht ultra overpowered mehr oder weniger sein mit dem Rucksack. Das ist schon krass, wie lege das manchmal wird dann, gell? Aber dieses Pre-Rendering ist aber schon mal ganz okay. Das macht es, glaube ich, schon mal leichter fürs Programm oder für den PC als wie davor. Vielleicht ist es einfach, weil ich das Rendern anders priorisiert habe. Das kann natürlich auch sein. Muss ich die mal kurz da auf. Aha. Ich finde das halt auch immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, jo, CPU-Auslastung ist im OBS bei 15% und laut dem PC selber ist bei 25 oder so. Und dann denke ich so, wieso lagst du dann? Das denke ich mir dann oft. Oh, hey. Oh, hey. So. Oh, wo gehe ich hin? Muss er da hin? Oh, ich bin schon vorbei. Deswegen, okay, dann macht man von da aus. Dann nehmen wir diesen da weg. Dann macht man von hier aus. Warte. Kann man dann bis da umhauen müssen. Osten.
So, machen wir irgendwo da dann mit Westen. Okay, gut, dann gehen wir mal auf unsere kleine, aber feine Reise. Dann gehen wir jetzt erstmal so rüber. Schauen wir, dass wir da ein bisschen umkommen. Das ist ein relativ weiter Weg. Aber ich möchte jetzt einfach einmal. Punkt 1, ich habe einfach ein Problem mit Karten, die wir nicht komplett ausgefüllt haben. Das hat überhaupt nichts mit irgendjemand, oh, ich möchte das jetzt nicht Ding, sondern ich habe da einfach ein Problem damit. Oh, das ist auch cool, ne? Lieber so Wälder an sich liebe ich ja, ne? Muss ich schon sagen. Merkst du, ich gehe schon wieder viel zu schräg, gehe ich schon wieder. Noch viel weiter oben. Vielleicht müsste die nur mehr Ding machen, ne? Gehen wir da mindestens so. Drei. 4 mit 4. Das ist so ungefähr circa. Dann gehen wir so auf 5. 6. 7. 8. Machen wir mal diese Seiten so. Das sind nur so ungefähr. Das ist jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt unbedingt so und so laufen. Geht es einfach nur darum, dass wir ungefähre Wegführung haben. Weil man keinen direkten Weg einzeichnen kann. Aber das heißt, wir können jetzt uns konzentrieren darauf, dass man sagt, ah ja, zu uns muss ich ungefähr hinkommen. Ich muss aber ehrlich sagen, das erinnert mich immer wieder an diesen antiken Atlas von Life in the Woods. Den habe ich zwar auch immer mega gefunden, aber ich hätte mir auch gerne so ein Minimap von dem gewünscht. Dass das so ein Minimap-Ding ist. Blühendes Azaleen-Laub machen. Uiuiui. So. Oh, das ist ein Dschungel. Da war ich da noch nie, oder ich hab's gar nicht mal gewusst. Das vergiss ich auch immer wieder. Das erinnert mich an eine alte Welt, wo ich mal mit den Menschen gespielt habe. Also eigentlich waren wir so, ich glaube 5, 6 Leute waren wir. Und vielleicht für mich haben sie meistens nicht zur überreden oder bringen lassen, wenn man Minecraft spielt. Was ich nie verstehe. Ich kann Minecraft immer spielen. Das ist das Traurige. Ich finde das Schlimme ist, ich finde ja Minecraft so cool, weil wenn du anfängst, das ist ja gerade dieser Moment, dieses ganze, oh, ich muss jetzt dies noch, oh, ich brauche, oh, scheiße, ich muss jetzt erst noch Eisen, ich muss das farmen, ich muss das farmen. Ich dachte das so geil finden, wenn es nur mehr Materialien geben hat, dass du dann irgendwie mehr abbauen kannst oder wenn zum Beispiel das ist schon cool finden, wenn in der App, in dem Prozess die Weltgenerierung, der Prozess einfach schnell gelommen kann, wenn das Multithreading zum Beispiel war, dann hättest du das Problem ja nicht mehr. Weil dann hättest du einfach, dann kannst du Server machen, die hätten einfach 0 TPS oder so, weil sie einfach kein Problem damit haben. Weil die Ticks einfach dann die ganze Zeit geladen werden können, ohne Probleme.
Vor allem, jetzt mal wieder zurück zum Thema. Wenn du dann mehr nur hättest, dann kannst du zum Beispiel da sagen so, ja, du kannst, es gibt jetzt kein Bedrock mehr, sondern wenn du runtergrabst, bist du einfach in der Hölle unten und dass du ein Nether-Portal baust, ist einfach bloß, dass du schneller unten bist. Also beziehungsweise du hast einen Save-Point, wo du hinkommst. Ich glaube, dass es halt nicht so einfach geht, weil du hast ja dieses Problem dann mit dass du mehr reisen darfst unter der Erde, also unter Bedrock-Level halt. Und deswegen kommst du dann dazu, um endlich viel schneller reisen und Nether. Also du tust ja so effektiv ja schon. Aber wenn du das mit unten anfügst an das Ding, ist ja nur mehr zum Lohn für das ganze Spiel. Und so ist es halt mehr oder weniger wie aus was eine eigene Welt wieder. Ja, da müssen wir sich anschauen, gell. So, Nummer 1 haben wir erreicht. Dann geht das auf zu Nummer 2. Schauen wir, wie schaut es da aus? Oh ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, eine von meinen ersten Welten, wo ich mal Let's Play gemacht habe, da war gefühlt nur Wasser. Da bin ich glaube ich 2 Stunden oder so nur auf dem Wasser gefahren und da ist nichts gekommen. Gar nichts. Das ist einfach eine Pilzinsel. Lol. Da ist einfach eine Pilzinsel. Lol, wie selten ist denn dies bitte? Hä? Da ist einfach eine Pilzinsel. What the? Da rückt nur Müsel her. Oder Müsel oder... Lol. Ist das weird. Da ist einfach eine Pilzinsel. Hä? Das ist so weird. Das, Leute, ich habe noch nie eine Pilzinsel gesehen in Minecraft. Also noch nie. Das ist einfach so fake. Dass es sowas überhaupt gibt, ist schon ein Wunder. Hä? Das ist einfach eine Pilzinsel. Lol. Das wird eindeutig unser Screenshot fürs Thumbnail. Leute, wie geil ist denn das bitte? Einfach eine Pilzinsel. Und die ist ja nicht mal klar. Da ist einfach auch noch ein Tempel daneben. Lol. Das wird immer weirder, wird das. Lol. Das ist so crazy. Also wirklich. Ja. Scheiß Elder Guardian da. Ey, das ist immer noch sehr weird für mich. Da ist einfach eine Pilzinsel. Und ich denke mir so, oh, cool, Pilze. Cool, cool. Und ich habe mir, weiß ich, irgendwann wollte ich mal diesen Müsel dort haben. Und ich habe mir gedacht so, wo gibt's denn das bitte? Und jetzt ist der einfach da. Ey, das ist ja so weird. Lol. Crazy, crazy, crazy. Das ist mega geil. Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich die nächste Zeit auf neuere Version upgraden. Diesmal sage ich es nicht nur, sondern diesmal mehr ich es auch machen. Einfach, dass vielleicht irgendwas wieder besser läuft, dass wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten mehr da haben, dass man sagt, jo, das müssen wir machen, da können wir machen, da können wir ein bisschen Reiche mehr. Das ist schon wieder ein Unterwassertempel. Die haben so wie Sand an mir, das ist so schlimm, ne? So schlimm. Ganz kommen diese Tempel daher. Gibt's euch das?
Jo. Okay. Gut, gut, gut. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns mal in der nächsten Folge von Minecraft. Boah, das ist sehr leggy gerade. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Habe, dere, bis morgen.